Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Wir sind immer noch an der gleichen Stelle, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und jetzt in dieser Folge würde ich mal behaupten, wir gehen dann mal schnell kurz zurück, oder nein, wir gehen mal zum Autohändler. Nein, wir gehen mal schnell kurz zuerst zurück. Weil ich muss schnell kurz mal einen Überblick verschaffen, was ich an Autos habe, weil ich weiss es wirklich nicht mehr auswendig. Ich weiss, wir haben 2 BMWs. Noch einen anderen Wagen als Driftwagen. Ich glaube, das BRZ war es, wenn es mich nicht täuscht. Und der Skyline, also wir haben 4 Autos gesamthaft, aber wir bräuchten noch einen Offroad-Wagen. Jetzt ist so meine Überlegung, ob ich einfach einen Wagen Offroad umbauen soll. Ich sehe mir den Wagen an. Wagen tauschen, im Moment noch 3. Genau, das ist das, was ich vermutet habe. Den BMW haben wir, den BRZ haben wir und nochmal den BMW, also den M3, den 88er Baujahr und den 06er. Aber die sind eben alle nicht so prickelnd für einen Offroad, sage ich mal. Da müssten wir schon etwas in diesem Stil nehmen. Darum ich bin gerade am überlegen, ob ich mir einen kaufen soll. Oder was jetzt halt schlau wäre, das ist so ein bisschen die Frage. Wir gehen mal zum Autohändler. Gehen mal schauen, was so ein Offroad-Auto, Rallye-Auto, also was das wird kosten. Einfach einer, der Sinn machen, schlussendlich. Gut. Weisen wir mal dort hinten. Fahren wir jetzt mal gescheit, wir nicht gescheit hinter porten. Weil so weit weg ist es ja auch nicht. Ist einfach schwierig, ich weiss nicht, was ich machen soll gerade. Einerseits brauchen wir Kohle und einerseits müssen wir das Auto auftunen. Am besten wäre einfach, wenn ich mal eine sehr gute Nacht hätte, wo ich richtig viel Reputation sammeln könnte. Das ist eigentlich das Beste, was mir passieren könnte, gerade, denke ich mal. So, also so ein Lancer wäre natürlich eine Option. Für im Offroad. Ein RS wäre auch noch etwas, weil RS steht für Rally Sports bevor. Wäre auch noch cool. Ist einfach schon mehr auf Rennen trimmt, sehe ich gerade. Das ist echt schwierig. Da wäre nochmal so ein Lancer. Da wäre noch der Vorgänger, der wäre noch fast besser eigentlich. Der hat sich eigentlich schon fast. Also eine X6 wäre noch witzig. Als Offroader. Würde wahrscheinlich auch am meisten Sinn machen. Ja, wenn wir mal auf so eine Offroad, auf so eine X6 sparen, 107'000, machen wir doch einmal. Fetzen wir uns so eine fette X6 und gehen mit dem driften dann. Go Offroad fahren. Dann würde ich jetzt behaupten, wir switchen in die Nacht rein. Und machen ein paar Rennen in der Nacht. So, gehen wir mal rüber, schauen wir mal. Da ist gerade eins. Das ist zwar eins, was ich schon mal gemacht habe. Was ist das so neu? Da sind noch ein paar neue in Downtown drin. Zum Glück sind die huren Nachtrennen eigentlich immer alle wirklich Sprintrennen. Da finde ich noch gut und keine Rundkurs. Weil die gehen mir immer so auf einen Sack, die Rundkurs. So, also wir fahren jetzt mal Richtung Downtown. Ich hoffe, dass unterwegs nicht gerade irgendwie eine Polizei noch verwünscht. Das wäre ein bisschen bitter. Und dann würde ich sagen, das Ziel wäre so Heat-Stufe 20, würde ich mal behaupten, oder nicht? Die Frage ist halt einfach, wie realistisch ist das? Weil ich weiss jetzt nicht, wie viele Reputation-Punkte wir müssen sammeln, dass wir Heat-Stufen raufkommen. Klar, jetzt nur noch 2600 fürs 18, also Level 18 rauf. Aber dann 19 noch, dann noch 20, da werden wahrscheinlich schon etwa so, denke ich mal, um die 30'000 Reputations sein, die wir sammeln müssen. Also, ich weiss es nicht, wirklich nicht, aber ich nehme es mal an. Und denke auch, das ist etwa realistisch. Gut, also bis jetzt ist da nirgendwo ein Polizeiwagen. Da vorne kommt einer. Also auf der Seite, aber der ist wieder weg. So, perfekt. Also da starten wir das einmal da. Prestige heisst das Rennen. So, da gehen wir da mal nachher gut sein da. Ein bisschen einheizen. Ach, es da Fotos von meinem Karren.
Geht's eigentlich noch? Der hinten ist so ein Depp. So, also wenn wir da wieder der RS ist dabei. Ein BMW, nochmal ein BMW und da vorne ist noch ein Lancer dabei. Und das hinter uns interessiert uns nicht. Wow! Voll der Überschuss plötzlich gehabt. Wow! Alter, ey. Also eben die Lenkung manchmal in dem Game, ich finde die so schlimm. Ich weiß nicht, wie man das kann so raushauen das Game mit so einer Lenkung. Das ist einfach so unpräzise und schwammig. Also es hat irgendwie nichts Simulationsmäßiges und es hat auch nichts Arcade-mäßiges irgendwie. Also es ist so... Weder noch, dunkt es mir. Oh Alter, der Lancer geht verdammt ab. Oh, wir sind aber schneller. Wow! Alter, mit 250 über die Kuppe geflogen, Mann. Wow, gut, wir können den Speed mitnehmen. Jetzt einfach, wenn möglich, keinen Crash bauen. Voll die Highspeed-Strecke hier, wo wir jetzt fahren. Auf der nächsten Gerade versuche ich mal noch Nitro zu geben. Jetzt hier in der Kurve macht es leider nicht viel Sinn. Da kann ich es aber geben. So. Das hat schon etwas gebracht. Oh. Oh oh. Okay, der steht dort, glaube ich, so. Ah nein, fahrt. Okay, aber bis der umkehrt, hat sind wir schon lange wieder weg. Kurze Geschichte gewesen, sehr gut. Und da haben wir schon das Rennen gewonnen und haben hier Fat Reputation können holen. Jetzt machen wir gerade das nächste Rennen. Wir fetzen wieder in die Zeit rein, würde ich behaupten. Genau, und machen gerade das Rennen hier. Oh shit, hat es da rechts gerade, links, meine ich. Gehen wir halt oben durch schnell. Nehmen wir schon den BMW mit dort. Schon durch den Kuchen durch. Oh! Oh mein Gott, über das Wasser reingekumpelt. Ha! Haben wir schon drinnen gesehen. Ah, das ist da vorne, scheiße. So, machen wir das noch. Und dann haben wir etwa 7000 Reputation gesammelt. Wir haben jetzt glaube ich schon das Level Up gehabt. Wir sind jetzt schon 18. Das ist schon mal gut. Aber bei Level 18 gibt es keine neuen Autos. Oder Tuning-Teile. Ja, wichtig sind einfach Tuning-Teile. Ich kann es nicht anders sagen. Ich glaube, so in der nächsten Folge fahren wir nur in der Nacht. Weil wir müssen unbedingt jetzt mal ein bisschen raufkommen mit dem Level. So, let's go. Wow. Wo ist jetzt die Schmier plötzlich gekommen? Ich hätte die nicht gesehen auf der Map. Aber da habe ich ein bisschen zu wenig Speed gehabt. Okay, sieht gut aus bis jetzt. Oh nein, da kommen wir noch mehr. Okay, gut, jetzt werden wir safe die Schmier am Arsch haben, und zwar heftig wahrscheinlich. Weil da hat es jetzt einfach gerade Huren für die Polizei irgendwie. Ah, ja gut, ich habe 2 Cops gerade, aber es ist schon die Meldung, dass wir entkommen.
Jetzt hier zwischendurch könnte es vielleicht lange, dass wir sie schon mal loswerden. Jumpen die auch da so drüber? Ah ja, voll. Ich kenne einfach nichts. Wow, einfach nicht runterfallen dort. Wir haben einen guten Vorsprung rausfahren. Gut, Schmier macht natürlich den anderen auch das Leben schwer. Wow, shit. Oh mein Gott, die wollen es wissen. Ich muss da durch, sorry Kollege. So. Come on, come on, come on. Oh, gerade Nitro bekommen. Ah, shit. Oh, dort ist einer abgeflogen. Ist aber immer noch hinter mir. Jetzt wird es dann schwierig, weil wir haben recht viele Polizeiwagen hinter uns. Wie die jetzt dann loswerden. Also recht viel, einer gerade momentan, aber vorher sind es 2 gewesen, jetzt haben wir wieder 2. 500 Meter. Geht da schon mal die Überrundung her. Oh, sorry. Verhaftet ihn. So, okay. Also jetzt müssen wir sie loswerden irgendwie. Wir versuchen mal mit Speed ein bisschen. Wow! Siech, Mann. Oh, sieht gut aus. Hä, wo hat mich der entdeckt? Yes! Gut, wir sind dann gekommen. Sehr gut. Perfekt. Jetzt haben wir 19, haben noch 17.000 bräuchten wir. Dann würde ich aber mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter, wo wir jetzt gerade parkieren. Wir gehen mal hier so her. So. Drücken wir mal schnell Pause. Also, gut, also das war es mit dieser Folge von Need for Speed Heat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach immer einen anderen Teil wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!